Ho, ho, ho und eine Buddel voll Rum. Ne, warte mal, das war was anderes. Ja, wie dem auch sei, willkommen zurück, Freunde, zu einem kleinen Infovideo zu der, Weihnachtszeit. Und in diesem Sinne möchte ich euch natürlich allen erst einmal frohe Festtage wünschen. Lasst euch bescheren, beschert andere, etc., etc. Man kennt es ja, man hört es vor allem die ganze Zeit über und deswegen will ich jetzt auch nicht zu viele Worte verlieren. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Ja, die Festtage über, will ich ja in Kauf versuchen, mich ein bisschen wieder zu sammeln. Da ist auch immer so die Zeit, wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken macht, was man das Jahr über bereits getan hat, was man für das nächste Jahr sich vornehmen möchte. Ob es in Erfüllung geht oder nicht, ist natürlich ein anderes Thema. Und in dieserlei Hinsicht habe ich mir ein paar Dinge vorgenommen, zu denen ich gleich komme, weil betrifft dann nächstes Jahr. Jetzt erst einmal geht es darum, wie möchte ich gerne dieses Jahr noch ausklingen lassen, so Let's Play-mäßig auf dem Kanal. Ich habe vorhin gesehen, lustigerweise habe ich in diesem Jahr eigentlich nicht so viele neue Let's Plays gestartet. Es waren relativ wenig, irgendwie 6 bzw. 5 bis 6 Stück. Ja gut, es hat natürlich mit Kingdom Hearts zu tun, weil wenn man natürlich die einzelnen Spiele separat zählt, dann sind es ein paar mehr. Das stimmt schon. Trotz allem waren es trotzdem nur so 8 und 9. Das ist für ein Jahr von 12 Monaten jetzt nicht allzu viel. Geht aber, ich finde, in Ordnung. Vor allem, da wir noch unsere Langzeitprojekte haben wie Anno 1800, wobei jetzt mittlerweile auch schon das letzte DLC angeschlagen ist. Ich glaube, mit der Passage wird es das letzte Mal irgendwie Storyrelevantes beizutragen gibt. Insofern dürfte das ja auch schon demnächst abgeschlossen sein. Na, wir haben noch Fire Emblem Three Houses, das ist erst recht ein Langzeitprojekt, wobei wir bald schon in der zweiten Phase des Spieles sind. Die das Spiel bereits auch gespielt haben oder es soweit schon kennen, wissen, wovon ich rede. Und dann haben wir noch Kingdom Hearts, das wird sowieso noch dauern. Ist ja auch gut so, wir wollen ja alle Spiele durchspielen. Aber Kingdom Hearts 2 wird ja auch schon bald dann durch sein und da freue ich mich ja auch insbesondere auf Birth by Sleep. Da es ja eigentlich ein ganz geiles Spiel sein soll, ich es noch nie so gespielt habe, aber trotzdem die Charaktere kenne, ja, das wird noch speziell. So, und deswegen jetzt erst einmal doch mal zurück zum eigentlichen Plan, das Jahr ausklingen zu lassen. Wir haben, also heute lasse ich wirklich mal so gesehen ruhen, im Sinne von heiliger Abend, stille Nacht, bla bla, man kennt es ja, dass das hier das immer wieder das Einzige sein, was es heute gibt. Morgen gibt es auch nur ein Video. Das ist insofern speziell, es ist ein kleines Geschenk, wie es ja bei Geschenken so ist. Man will nicht zu viel verraten. Ich kann aber trotzdem schon mal so viel anteasern. Es ist ein Spiel eines Genres, was schon öfters mal gewünscht wurde, was ich auch schon mal öfters erwähnt hatte, von wegen, hey ja, das kommt demnächst, auch als Live-Let's Play oder so. Und jetzt dachte ich mir einfach so, komm, hau einfach raus, morgen einfach mal die erste Folge, einfach mal zum Gucken, wie es ankommt und so. Je nachdem, ob es eben gut ankommt oder nicht, würde dann daraus doch, denke ich mal, ein Live-Let's Play geben. Genau. Dann ab dem 26. geht es mehr oder weniger normal weiter mit Anno 1800 und Fire Emblem Three Houses. Die wechseln sich dann bis und mit dem 31. Dezember täglich ab. Das aus dem Grund, haben wir überlegt, auch mit Kingdom Hearts und so, aber da bin ich jetzt gerade so in einer Phase, wo ein Gegner bevorsteht, für den ich ein bisschen mehr Zeit brauche zum Trainieren. Und deswegen dachte ich mir so, ich mach's lieber so. Damit es nicht irgendwie einen zu großen Abstand bzw. eine zu große Pause gibt. Und an 1800 mittlerweile mit der Passage, die jetzt raus ist, macht sowieso Spaß und es passt ja auch vom Weihnachtsfeeling her mit Schnee und allem möglichen. Gut, das ist, Schnee, bei uns aktuell. Vielleicht ein anderes Thema, aber trotzdem, es würde eigentlich passen. Und Fire Emblem passt vor allem deswegen, weil, wie vorhin erwähnt, es ist jetzt denn der Sprung, könnte man so sagen, in eine neue Ära oder eher in die zweite Hälfte des Spiels, storytechnisch, und deswegen passt es so perfekt. Kann man direkt so sagen, es ist aufs Endjahr hin, es passt einfach perfekt. Deswegen habe ich das jetzt so gewählt. Dann haben wir halt, wie letztes Jahr auch schon, will ich dieses Jahr auch wieder fortführen, möchte gerne NHL 20 spielen. Und zwar den Spengler Cup, den gibt es auch dieses Jahr wieder als Add-on. In dieser Hinsicht vielen Dank an die, die das ermöglicht haben, wieder mal den Modus reinzubringen. Ist immer so eine Sache bei
Nutshell, beziehungsweise bei diesen Sportspielen, wo es halt darum geht, ja, du hast verschiedene Teams aus der ganzen Welt, bla bla, wie kannst du alle in ein Spiel integrieren, aus lizenztechnischen Gründen, etc., etc. Und Spengler Cup in Davos ist immer so eine Sache, da treten 1 bis maximal 2 Teams aus der Schweiz an und die restlichen 4 sind ein bisschen wild verteilt. Ich meine, klar, du hast noch ein Team Kanada, die Kanadier sind ja auch schon seit irgendwie 70 Jahren oder so im Inventar. Aber der Rest, ob jetzt aus Tschechien, Deutschland, Russland, also sprich aus der KHL oder sonst wo irgendwo kommen, ist immer ein bisschen unterschiedlich und ja, deswegen immer ein bisschen ein Hochgenuss, sage ich jetzt mal. Vor allem für uns Sportfans, für uns Eishockey-Fans. Ja, ich werde es dieses Jahr, letztes Jahr habe ich es glaube ich so gemacht, dass es wirklich irgendwie pro Tag ein Part gab, also irgendwie 6 Parts oder so. Nachher war das Ganze schon wieder vorbei, war glaube ich ein bisschen kurz, wie ich es damals gemacht habe. Obwohl, nee, warte mal, nee, stimmt gar nicht. Ich habe es auch so gemacht, geil. Genau, weil der Spengler Cup, der findet ja wie gesagt an diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen statt. Also am 26. bis zum 31. Und ich werde es dann wie letztes Jahr machen, dass ich halt zu jedem Spiel eine eigene Folge bringe. Genau, gleich wie letztes Jahr. Vermutlich ein bisschen kürzer, weil in der Kürze liegt die Würze. Ne, es liegt vor allem darum, ich kenne es selber auch von mir, wenn ich irgendwie Let's Plays in anderen gucke oder so Videos und dann sind die stundenlang oder so. Das mag bei einem Video am Tag ganz nett sein, ab und zu. Wenn du halt immer wieder so Videos hast mit 20 Minuten plus Überlänge, denkst du irgendwann auch so, gar keinen Bock das zu gucken, ich muss zwischendurch abbrechen und so, ist mühsam. Und deswegen ist eigentlich der Sinn, dass die NHL 20 Folgen in diesem Jahr so maximal 15 Minuten lang sind, eher so 10. Ich tendiere eher so zwischen 10 und 15 Minuten, da sowieso 2 Videos am Tag kommen von diesem Spiel, gleicht sich aus. Außen natürlich das zum Schluss dann, am 31. Dezember, das heißt zum Finale, das wird ein bisschen länger sein wieder, so um die gewohnten 20 Minuten Marke. Und ja, ich bin gespannt, was wir alles kredenzen werden. Ich werde sicher überall ein bisschen reinspielen, muss man sowieso noch reinspielen, also deswegen werde ich am Anfang noch grausig spielen, gegen Ende hin ein bisschen besser. Und da ja 2 Schweizer Teams vertreten sind, werde ich dann die Spiele dieser Teams auch auf Schweizerdeutsch kommentieren. Wird hoffentlich auch spaßig werden. Sowohl für euch als auch für mich. Und ja, in diesem Sinne, also zwischen dem 26. und 31. Dezember gibt es tatsächlich 3 Folgen pro Tag. Aber eben, klar, die Anno und Fire Emblem Folgen sind ein bisschen länger, weil die habe ich schon vor längerer Zeit aufgenommen. Aber die NHL 20 Spiele, die werden dann doch wesentlich kürzer sein. So quasi, ja, in der Kürze liegt die Würze. Will ich echt so ein bisschen versuchen. Dann haben wir noch, das Jahr ist dann vorbei, dann haben wir den 1. Januar. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar keinen Plan, was ich machen will. Es soll schon ein bisschen was anderes sein. Ich habe auch schon überlegt, ob ich schon die nächsten Let's Plays beginnen soll. Weil, wie bereits erwähnt, also Fire Emblem ist jetzt die Frage, was wird das erste, was nach Ende dem neuen Jahr? Ich glaube zwar eher Kingdom Hearts 2. Könnte ich mir jetzt eher vorstellen. Weil Anno kann dann nicht abschätzen, wie lange die Passage dauert. Und dann noch das nicht Weltwunder, nee, das war 1404. Nee, die Weltausstellung abschließen. Gehört ja auch noch zum Abschluss des Let's Plays von Anno 1800, die Kampagne. Fire Emblem ist zwar auch dann schon bald mal so weit, weil irgendwie die zweite Hälfte dauert dann nicht mehr so lange. Und dann die Frage, wie geht's weiter am neuen Jahr? Ich meine, klar, im Verlauf im Januar erscheint Dragon Ball Z Kakarot, da könnt ihr auch darauf gefasst sein, dass es kommt. Ob als Let's Play oder Live-Let's Play, bin ich noch nicht so sicher, muss mal gucken. Es stand an einem Freitag, das heißt, wird sich auch als Live-Let's Play anbieten. Dann haben wir noch so ewige Dauerbrenner wie Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Auch schon Ewigkeiten geplant. Da wieder mal ein Tales of Spiel. Sword Art Online. Nee, da will ich eigentlich gerne bis Mai drin warten, weil dann kommt ja das neueste SAO-Ableger raus. Und ja, das war's, glaube ich. Ah, nee, stimmt, genau. Was ich noch sagen wollte. Also, abgesehen davon, dass der 1. Januar noch, muss man gucken, was ich genau bringe. Ich hatte zwar vorhin einen Geistesblitz, dass man komplett ein neues Genre testen könnte. Also komplett übertrieben. Aber ich hatte es schon lange nicht mehr, sehr lange nicht mehr. Bei einem Spiel, das man überhaupt nicht bei mir damit rechnen würde. Was ich mir überlegt habe, beziehungsweise Vorsatz fürs neue Jahr, bei mir definitiv mehr Livestreams.
Und insbesondere deswegen auch mehr Live-Let's Plays. Heißt, Ziel ist mehr oder weniger, muss ich mal gucken, aber es geht mir ein wenig in die Richtung, dass eigentlich künftig alle ist immer so ein hartes Wort, aber möglichst viele Let's Plays auch Live-Let's Plays sind. Sprich, die streamen wir zuerst und dann lade es später auf YouTube hoch. Das vor allem auch aus dem Grund, weil erstens sind Livestreams mehr im Hype als Let's Plays. Das zum einen, zum anderen kann man besser auf Kommentare eingehen und so und direkt handeln. Und ist nicht irgendwie eine ganze Folge dabei, sich zu überlegen, wie mache ich jetzt das? Während einem halt im Stream direkt jemand sagen könnte, hey, du musst das so oder so machen oder achte mal darauf und so. Ja, einfach mehr Interaktion mit euch. Das ist eigentlich schon etwas, wo ich mir denke, es wäre nicht allzu verkehrt. Nee, im Gegenteil, es wäre sogar sehr, sehr praktisch. Bei mittlerweile doch sehr, sehr vielen Spielen. Ja, das soweit dazu. Ich hoffe, das ist für euch auch soweit alles IO und ihr habt, was soll ich sagen, große Bedenken? Nee. Seid natürlich auch eben dafür für mehr Livestreams und so oder sonst irgendwelche Veränderungen. Weil eben, kannst halt immer das Gleiche bringen, muss schon ein bisschen mit der Zeit gehen und so. Ansonsten natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr gerne künftig noch irgendwelche Folgen bzw. welche Spiele ihr gerne sehen würdet. Und eben das mit den Livestreams, aber auch mehr für Livestreams oder sonst irgendwie gerne etwas anderes gehabt haben wollt. Insofern bin ich auch schon am Ende, nach über 11 Minuten wieder mal Zeit dafür. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, noch schöne Tage, Festtage etc. etc. Bis zum nächsten Jahr dann. Guten Rutsch natürlich auch. Und vielleicht sehen wir sich auch schon dazwischen mal zu einem Livestream und so. Bis dahin. Bye bye.